geht alles gut als ADR. Und dafür sind wir auch froh, dass wir hier auf unsere traditionelle Presse ist, was wir immer am Schluss von der Legislaturperiode von dem Jahr traditionsgemäß machen. Wir sind das schon, wie ich hier nun die erste Partei, das ist von einer Partei hin erkennt, dass sie mir das schon nicht mit die für 200 in der Zelwig zerveieren, mit das immer das ja vier, kein nächstes, die Anna also nur machen. Wir wollen ja aber merci so, dass eine Invitation geholt hat. Für hier müssen wir ein gemütlichen, ein agreeable Kader mal kurz zusammen zu sehen. Wir sehen also, was ganz schön bei der politischen Arbeit, an der Chambre, Pressekonferenzen von der Partei, also auf Kongresse. Und wir wollen am Anfang mit diesem Gest ein kleines Merci und die geschriebenen, die geschwärten Presse machen für die Arbeit, die sie über die Jahre machen und als Parteien, egal wie gut oder wie schlecht Politik ist, wenn wir die Presse nicht hätten, die bei den Leuten weitervermitteln, dann hat das ganz nicht viel Wert. Dafür wissen wir die Arbeit von der Presse zu schätzen. Und das soll dann auch ein kleiner Merci sein, für man der mehr gemütlich wie so zusammen zu sehen. Ich will an den Merci aber auch als Personal mit anschließen, als unsere Fraktion. Wir haben einen relativ kleinen Staff, aber dafür guten Staff, sodass wir auch konnten so Sachen wie das Referendum mit einer relativ kleinen Equipe, die ich mengen, gut leisten. Als Fraktion, wenn die sich dünstes mittags treffen wir als nicht allein die 3 Deputierten, wir treffen uns immer mit dieser ganzen Exekutiv, immer mit diesem Personal zusammen, für auch eben allkes direkt die Meinung von der ganzen Partei mit an als politische Überlegungen fließen zu lassen. Partei und Fraktionen koordinieren ihr Arbeit immer. Ich meine, das letzte Jahr war für die ADR ein gutes Jahr. Wir haben als Partei intern am Gange neu aufzubauen, zu strukturieren. Ich meine, die von hier schon bei dem Nationalkongress waren, konnte sehen, dass mehr Leute da waren wie die Jahre vorher. Und dass neben unserem Nationalpräsident Jean Schoss, meinem neuen Generalsekretär, mit Alex Pennincourt, mit Steve Michel und meine neue Präsidentin von der Frage, dann noch mit dem Reflexionsgruppe Mittelstand, die bei uns an der Partei angefordert ist. Und wir sind am Gange, neue Leute zu rekrutieren. Da sind wir beim guten Weg, für die Partei gut aufzustellen für die nächsten Chamberswahlen. Darüber hinaus funktionieren die Strukturen gut. Aber wie gesagt, wir sind am Gange, die Nacht zu verbessern. Den Tag von heute soll nicht den Tag sein von den großen Reden. Wir wollen uns dafür auf 3-4 Punkte limitieren. Das ist selbstverständlich das Referendum, wo wir, meine ich, als ADR ein gut, auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle gespielt haben. Wir wären eine Partei, die sich an den 3 Fragen ähnlich waren. Wir haben auch den Courage gehabt, es als Nationalkongress zu holen und als Members darüber aufstimmen zu lassen, über die Ja oder den Nein. Und so wie bei so einem Kongress praktisch zu 100% gestimmt ging, als für 3-mal Nein zu machen, so haben noch die Sondagen erwiesen, dass als Members mit praktisch 100% hinter dieser Partei stehen. Sodass wir wirklich die Partei sind, die kann so, dass am Numm von ihren Members, von als Members so denken und als Members auch so mit uns aufgestimmt haben. Wir waren noch eine Partei, die die ganze Kampagne mit Argumenten gefordert hat. Ich meine, als Kampagne sowohl über die Medien, die wir gemäht haben, wie auch an Informationsversammlungen, Table Ronde, wir nie brauchen oder wollten eine andere Partei oder Gruppe angreifen mit Argumenten, die waren auf unserer Seite. Und dafür haben wir die ganze Kampagne mit Argumenten gebraucht und haben immer eine klare Aussage. Ich meine, das was die Leute uns angerechnet haben, dass wir nicht eine Partei waren, die gesagt hat, wir müssen das Resultat aufwenden. Und dann muss man gucken, wie es ausgegangen ist. Und dann muss man rechnen, wie viel Weißer, auf wie viel Ja, auf wie viel Nein, wie CSV das gemäht hat, bis wir wissen, wie als Position, weil wir haben als Position ganz klar am Anfang gesagt, und ich meine, das ist auch
den Leiit ass dat héich ugerechen ginn. Min en gut Kampagne gemet wie mit en klenge Staff, a man sinn noch an dem Budget bliwen, dem als mat 70.000 € gesat hunn hummer die ganz Kampagne gemet. Wir sind als ADR mänglich gestärkt aus der Kampagne rausgegangen, wat Leiit als gesinn und dat man konnten eng ordentlich serieux Kampagne machen, dat wat man immer als ADR machen méi watflecht net immer so sicher riwer kennt wie dat geier de Fall war. Menge de Referendum ass ganz klar rausgegangen an das auch klar, dat en gewissen selbsternannten Elite am Land, die gemeint huet, sie gif immer am Numm vum Volk, am Numm vu Parteien, vu Gewerkschaften oder der Kirch oder Gott wees Femschwessen, die sind ha engels besseren beleiert gehen. Et Volk huet souverän desideiert an och van mir ganz klar als ADR gesot huet, dat so konsultative Referendum am Artikel 114 den Prozedur festlädt vun der Konstitution, wie Konstitution ka geändert gin, so een konsultativen Referendum ass du net fir gesinn, so si wir awer froh iwwer d Resultat, weil dat awer lo eng kloer Decision net wat die 3 Froen ugestalt, a well déi och lo vum Dich sinn. Wir stehen also lo fir enger Situation, wo d Lützeburger klar desideiert tun, an wo mir leider felicitéieren so net aus Angst so gewählt, mir so als Überzeugung so gewählt, an dafür kann den Lützeburger nimmen felicitéieren. Das klar, dat wat mir als ADR immer gesagt und dat het iwwer eng Integrationspolitik als ausländische Matbierger sollen hai integriert gehen an Land Mün auf Lützeburg nie ganz viel daran investiert. Mir so ganz klar, dat Spruch der wichtigste Faktor ass bei der Integrationspolitik an dürfen als Ideen, die nur an meinem Wahlprogramm rumzufahren sind, dat mis flächendeckend durch Land Lützeburger Spruchekuren müssten Ugeburte gehen, die sollen noch gratis sind, die sollen noch flexibel sind, dat Leid so wen sie schaffen auch können Dragoen, dat für eis der wichtigste Punkt ass für die Integration. Und dürfen wir auch beim Nationalitätengesetz, was ihr lo zur Diskussion sind, als bereit erklären als ADR, dat kann op verschiedene Punkten Änderungen in dem Gesetz machen. Sie wird wat Residenzklausel ass könne man damit abverstanden sehen, dat von 7 auf 5 Jahre raufgenommen worden soll, wo man auch können der Mat und dann so eng Notion mich stark an als Nationalitätengesetz kennen, aber selbstverständlich in der Kondition. Es kann nicht sein, dat den Hai geburget an dann net mir ha lief, dat mat 18 Joer awer Nationalität krit. Et muss also awer trotzdem eng Reif vu Joren tschen der Geburt an 18 Joer Lützeburg wunnen. An Kondition vun der Spruch muss auch nach immer bei 18 Joer dabei bleiben. Wir können noch net mat d'accord awer sinn, dat irgendwelche Kriterien wat Spruch ubelangt, dat die Rof gesagt get. Ich meine der Verdikt vom Wler vom 7. Juli, de war ganz klar und kann nicht sehen, dass das Nationalitätengesetz, dass der Verdikt vom Wler vom 7. Juni, dass den do violiert gehen oder anderem im Gange gehen, dass den Verdikt am Fonglo so interpretiert gehen, dass auch Sprachen Konditionen giffen Ruf gesagt gehen. Da können wir als ADR in keinen Umständen d'accord sind. Ein weiterer Punkt, der wird kommen, das ist die Verfassungsreform. Da wisst ihr, dass der Bitte ist für die Verfassungsreform nach dieser Legislaturperiode über die Bühne zu kriegen. Wir sollen aber als ADR ganz klar, eine Verfassung soll nicht mengen, wir sind die Mordikus am Briergeisen, aber einen bestimmten Delay über die Bühne bringen. Wenn an dieser Legislaturperiode keine Verfassungsreform da geht die Welt nicht. Wir haben eine Verfassung, mit der wir schon über 150 Jahre leben. Und dafür so mir ganz klar, wir sind nicht damit einverstanden, dass die Verfassungsreform gibt zu summen mit den Gemengeratswahlen fallen, weil es muss über die Verfassung klar mit den Leuten können geschwärzt gehen. Und am Gerade für Gemengeratswahlen ist das nicht möglich, da geht das an dem Ganzen inne, da sind wir nicht einverstanden. Es muss wenn eine neue Verfassung machen, da muss in dat zurück mit den Leuten durchdiskutieren und dafür brauchen wir Zeit. Und dafür hätten wir auch nicht unbedingt sind wir Verfechter für eine ganz neue Verfassung zu machen. Wir können auch damit leben, dass in die Verfassung gibt punktuell
ändern op dee Punkten wo en Akkor fënnt. Den Artikel 114 legt zo, dat den Verfassung kann zu all moment ändern, dat doch de Vierdeel, wenn en se punktuell ändert, dat en dann Leiit och matkrete, wat dat dem einzelne Punkt gif geändert gin, a wenn Leiter gerne Referendum op eng spezifische Punkt hätten, da kenten ze den noch kreen fir souverän als Volleg ze desideieren. Also mir sinn net déi die Mordicus pochen fir dat me eng neii Verfassung mussssen so séier wie méisinnig kreien. Och de Länder, deen die besten Demokratien hun sinn am vu die Länder, die die eelsten Verfassungen hun. An haut getreimert als neue Regierung gëtt alles als modern, als fortschrittlich verkauft, wat aber net unbedingt immer positiv ass. An och wenn nur eng Verfassung könnt, da gëtt als modern a fortschrittlich gëtt die Verfassung do präsentiert, wo mir aber ganz klar so Eis geht run, ob die Verfassung besser als WDL an dat wird fortschrittlich a modern, dat as so Schlagwort wat momentan gut an den Auer klingt, a wo Leiit noch immer Menge, wenn es fortschrittlich oder modern wird, da wird unbedingt positiv. Et ass awer net positiv, weil och dat wat Gambia an de Referendumsfroen die frohe Gestaltung werden och frohen, den Land sollte modernisieren a fortschrittlich machen, et Leiit hun dat aber net so gesinn. Also dafür warnen wir fir run alle Sinne dem Sechen vu fortschrittlich a modern zu verkaufen, fir äußerst wichtig, ob het besser für Lützeburg ass oder net besser. Das den einzigen Kriterien. Danach vielleicht kurz Wort iwwer Griechenland, wo man gestern de Referendum hat, de Referendum, den och ernst das ausgangen ass, dem frohen dat fir rausgesinnet, da wenn wir zu Lützeburg gucken, wie Ilres dem froh beim Referendum gemäht hun, so hatte ich gemeint, gifen die freiwillig all denen, die froh bestalt hätten, zu zurückgehen. Et wesinn aber net, ob dat net vielleicht so bestalt war für eng Manipulation de man zu bewirken, wenn den Resultat a Griechenland gut oder dem frohen, das gelungen, wenn 2D für im Referendum gesucht wird, lohet de Jo nur es 4 an 2D Strupp aus der Nähe aber ganz stark. Und dafür immer wie gesagt, immer als stark bedenken, ob die Endfrohe just so Dinge für den Ist-Zustand zu machen oder ob nicht doch vielleicht gewollt als wir dummerden eine Manipulation von den Wählern zu machen, die dann aber zweimal beim Referendum sowohl zu Lützeburg wie in Griechenland fern, wie mir so an die Box gegangen ist. Was Griechenland selber anbelangt, ich muss den Choix, den das griechische Volk gestern getroffen hat, muss respektieren. Dummer dann hast du Problem. Aber net gelesen. Ich mein Münlächt wo als ADR an der Schomba als Proposition ganz klar zum Ausdruck brett. Wir waren von Anfang als ADR der Überzeugung, dass dann sind wir am besten wir für Griechen, wenn sie giffen aus dem Euro austreten, zeitweilig austreten, an dat wir als Europäische Union, weil den Blick kennt Union, man dann kann man nicht mit Euro-Länder giffen de Griechen helfen aus humanitären Überlegungen. Ich meine, kann kein damit auferstanden sind, dass in Europa nach Länder geht oder ein Land geht, wo voll sich man nicht mehr kann einen Doktor lesen oder Krankenkäse lesen, dann so, da muss man als Europa helfen. Und wir sind der Überzeugung, dass wenn in Griechenland so helfen, das gibt bei den Leuten auch kommen, dass leider keine Menschen würdig leben, wenn sie von aufwerten, dass dann Griechenland nur eine schwere Zeit wahrscheinlich für ein paar Jahre, aber Möglichkeiten hat, für sich löserlos Europa zu schaffen. Da der als Gegend ein Transferunion weise teilweise von allen von Linksparteien gefolgt getreten verbieten dat auch, sodass das auch nicht möglich ist, ohne eine Änderung von den Treten, wie gesagt, wir sind gegen ein Transfer. Wir sind auch dagegen, dass die soll Schuldenschnitt machen, dat gift de Griechen am Blick och nei springen, weil sie brauchen Losch keine Zinsen zu bezahlen, und sie brauchen nur Losch an den nächsten Jahren keine Annuitäten zurück bezahlen, sodass der Schuldenschnitt hin an der aktuellen Situation nicht etwas bringen. Wir sollen dafür nicht zu einem Schuldenschnitt, auch wenn den Delay für Remboursementen nachdenken muss, noch andere Regeln, mir wichtig ist, dass die Schuld bestehen bleibt. Als iedereen die Schuld möchte, muss wissen, dass den Senker ja muss zurückbezahlen. Und auch eine Regierung, egal was für eine Richtung dazu hat, muss das respektieren, was denn die Regierung für drin an ihren Verträgen, an Engagementen angeholt hat. Wir werden als ADR an den nächsten Tag
die Situation an Griechenland ganz am Detail observieren. Wir werden noch das erdecht, man hat schon Mail gekriegt an dem Niveau von der Chambre, von der Kommissionen, mam Finanzminister laufende Gehalt, was sich an den nächsten Tag wird geschehen. Aber wie gesagt, am Resümee sind wir die Partei, die aber klar sieht, dass den Austritt aus dem Euro für uns die einzige Richtunglesung ist. Alles Ernstes geht fast ohne Boden. Und wir gehen fertig mit bezahlen, wir kriegen das Problem nicht gelöst. An die Suchen, die wir bislang gehen, werden wir nie mehr rumkriegen, an die wir weitergehen, werden wir auch wahrscheinlich nie mehr rumkriegen. Und dafür soll die Courage haben, für die richtige Decision zu holen und nicht nach weiter Gelder an Fas ohne Boden schicken. Bon, das waren die paar Sujets, die wir heute wollten ausschwätzen. Wenn ihr froh nicht, kann die selbstverständlich stellen. Sonst gebe ich euch merci so für die Aufmerksamkeit.